Was den Coronavirus betrifft, war bei der ersten Welle war man an Affären, wären an einem sogenannten Landefluch. Man hat hauptsächlich basiert auf Rekommandationen von der WHO, aber auch von den Erfahrungen aus Italien. Der Punkt Sicherheit stand auf erster Platz und hat eine Vollbremsung mit sich gebracht von unseren Freiheiten, aber auch von unserer Ökonomie, bis auf die paar Sachen, die müssen funktionieren, wie Kliniken, Altersheime, Lebensmittelgeschäfte und so weiter. Ich will nicht auf alles sagen. Mehr aufgrund von den Erfahrungen von der ersten Welle müssen wir die nötigen Konklusionen ziehen. Da muss ich noch international gucken, weil einzelne Länder hat die weltweit ernst agiert, dürfen wir auch denen ihre Konklusion mal ranzuziehen. Mehr, soweit das, hoffentlich könnte nicht zu einer zweiten Welle, muss man alles am Dekonfinement machen, für dass man den Ball äußerst flach halten. Wenn wir das nicht packen, dann gehen wir einen ganz kritischen Zustand entgegen. Und darüber muss man alles machen, für dem auszugrenzen, weil eine neue Vollbremsung für unsere Ökonomie wäre für viele Bereiche deutlich. Sollte es zu einer zweiten Welle kommen, da wäre es gut und sinnvoll, wenn wir könnten auf die Resultate und noch Konklusionen aus der ersten Welle zurückgreifen und aufbauen, mit der müssen die auch mal am Detail haben. Und das muss ich, hat für gesagt, auch international gucken. Da wären mal für uns ein paar Punkte, die ich gucken. Ich denke dort zum Beispiel an den ersten Bereich, all die positiv getestet wurden, wie waren dort Berufsgruppen, gibt es dort Regionen, gibt es Alter, gibt es Geschlecht? Bei den Patienten, die an den Kliniken haben mussten gehen, wie waren dort mit der Viererkrankung? Auch das alles gehört zur Analyse. Bei unseren Stirbfällen, da haben wir leider keine Erkenntnisse, ob die tatsächlich Corona gestorben sind oder ob Krankheiten, andere Erkrankungen, alles das muss an dem Bereich analysiert gehen. Wenn ich spreche von Analysen, dann meine ich nicht den Bereich aus der Schule, wo da gesagt wird, an dem Vierfeld, der Schulbereich zu machen, hat am meisten gebracht. An den paar Wochen drauf heißt es, an der Schule wird Durchstechungsgefahr praktisch null. Ich meine, das sind Ausnahmen, mit denen kann ich nicht aufhängen. Und dann ein zweiter Bereich, wo man eine Analyse müsste machen und noch Maßnahmen gucken. Das sind die Maßnahmen, die geholt, zum Beispiel Sozialdistanzen, Maskenpflicht. Muss sich die Frage stellen, wäre es sinnvoll, alle Betriebe so zu machen? Am Ausland haben ja einzelne Länder unterschiedliche Decisionen geholt. Alles das gehört zu dieser Analyse. Und da wäre es gut, wenn wir die Donnerien möglichst sehr vierleihen hätten. Weil es soweit wie wir es heute überblicken, mit den Reproduktionszahlen aus der Arbeitswelt, die kommen nicht von da, die kommen Gemenkehand aus anderen Bereichen. Und ich meine, da muss ich gucken, wie wir aktiv gehen, weil da leider am Fond geholt, den Hauptproblem, so wie wir in dem Moment gesagt haben. Lassen wir nach einer Frage, die hat wenig angeschwärzt wird, zur ersten Welle. Wie viel Prozent an Akutbetterstungen entweder an die Kliniken oder an den sogenannten abgerichteten Zeltraum an, und das mein Sorge ein bisschen, muss man nicht doch garantieren, dass der Normalbetrieb weitestens aufrechterhalten gehen, weil wir ja einen Nachholbedarf von der Corona-Zeit bis lo, wie weit als die Welt abgeschafft, und das werden wir ja nach Monaten dort schaffen, für den abzuschaffen. Darüber haben wir am Fongol relativ wenig am Ausdrüber geschwärzt, und ich will den Punkt aber mal abgeheilen. Bei neuen Einschränkungen, das muss ich noch wissen, als Gefahr groß, dass die Akzeptanz bei den Läden immer mehr klein wird wie bei der ersten Welle. Glaubwürdigkeit spielt eine große Rolle. Dafür gilt es, den Ball flach zu halten. Da muss ich noch verstehen, dass die Leute keine Lust mehr haben, aber nicht daheim bleiben. Das ist der Spagat, den man muss machen zwischen der persönlichen Freiheit
an den Erschränkungen, die wir müssen haben, für alles das auf ein gesundes Niveau zu halten. Diese Message muss man direkt klar draußen vermitteln, weil solange wir kein Medikament tun, kein Impfstoff gegen die Corona, solange werden wir mit den Erschränkungen müssen leben, aber wir werden da bestehen bleiben mit den Geschichten. Und ich sage nicht merci für den Nachlauschtern.